Haut Donnerstag von der 1. Oktavwoche begrüßt ich ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottesoktav, die dieses Jahr unter dem Thema steht, zusammen Kirchsinn, über die Funheit Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sagen wir die lauretanische Litanei vom Dom Chopinet. Bei der Aussetzung Menschen dient aus frohem Triebe, Magnificat 866, die Regina Coeli, Magnificat 574, beim sakramentalen Segen den Tantum Ergo dritten Ton, Kompendium 103, und als Schlusslied klagt in Leid, Magnificat 885. Der Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti auf der klassischen Orgel Obra de Premier Tom sobre Salve Regina von Pedro de Araujo. Kantor als den Herr Marc Dostat, Dirigent von der Metrise von der Kathedrale. Thema von der heutigen Predigt ist Tibi serviere, dir zu denken, wo besprochen von Monseigneur Jean Hengen. Marie souveraine, étoile de la mer, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Parfaite pauvreté de cœur, à qui Jésus ressemblait, priez pour nous. Mère de la divine gracieusité, priez pour nous. Mère au cœur éclatant d'infinie bonté, priez. Qui ne respiriez que Dieu, priez pour nous. Jardin clos où Dieu prit ses délices, priez pour nous. Enfantine transparence, priez pour nous. Souriante, priez pour nous. Mère éblouissante, priez pour nous. Notre-Dame de bon conseil, priez pour nous. Mère à qui soumet le Verbe créateur, priez pour nous. Vous qui avez éduqué le Christ Sauveur, priez pour nous. Sollicitude précautionneuse des cœurs, priez pour nous. Vous devant qui l'univers
puissance suppliante, priez pour nous. Mère des miséricordes, priez pour nous. Vous qui ne délaissez jamais, priez pour nous. Miroir de la splendeur de Dieu, priez pour nous. Trône de la sagesse, priez pour nous. Berceau de notre liesse, priez pour nous. Chef-d'œuvre de l'Esprit, priez pour nous. Parfaite réussite de beauté, priez pour nous. Merveille de donation, priez pour nous. Rose du paradis sans épines, priez pour nous. Notre invisible rempart, priez pour nous. Palais d'ivoire éblouissant, priez pour nous. Demeure étincelante de l'amour, priez pour nous. Arche de la nouvelle alliance, priez pour nous. Porte du ciel, fenêtre du paradis, échelle blanche, priez pour nous. Étoile matinière, priez pour nous. Sauvetage des épuisés, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des malheureux qui pleurent, priez pour nous. Auxiliatrice compatissante, priez pour nous. Vous qui êtes plus élevés que les cœurs des anges, priez pour nous. Fleur des ancêtres d'Israël, priez pour nous. Espoir réalisé des prophètes, priez pour nous. Sagesse des porteurs d'évangile, reine des martyrs, priez pour nous. Modèle des humbles croyants cachés, priez pour nous. Bergère des pauvresses de Dieu, priez pour nous. Vous qui menez la ronde des élus, priez pour nous. Aurore blanche sur le péché du monde, priez pour nous. Reine pour
au ciel, priez pour nous. Reine aux guirlandes de roses, priez pour nous. Reine de la joyeuse paix, priez pour nous. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth und sah 2 Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatten ihn und all seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, liebe Leute, die dir mit durch die Medien, für allem aber auch durch das Gebiet verbunden sind. Geschichte, die heute am Mittelpunkt vom Evangelium steht, als eine Berufungsgeschichte. Es geht, so haben wir hören, den Petrus als seinen Freund, die allerersten Jünger an der Nachfolge von Jesus Christus. Schon beim Lesen geht deutlich, der Weg von der Nachfolge
als kein Spaziergang. Echter geht es darum, alles hinter sich zu lassen. Familie, Beruf, an all Sicherheiten abzugehen, an die Ungewissheit abzubrechen. Dass das durchaus eine Überforderung durchstellen kann, ist mehr wie verständlich. Dafür encouragiert Jesus de Petrus und sagt: Fürchte dich nicht, fährt nicht. Das Encouragement fährt nicht begegnen wir nicht nur beim Petrus. Wir 70 Mal als das auch so an der Bibel zu finden. Wir begegnen hier beim Abraham, den am hohen Alter abbrechen soll an ein fremdes Land, das Gott ihm weisen wird. Die Jeremia kriegt gesagt, an dem Moment, wo Gott ihn zu seinem Prophet mischt, obwohl ihn sich noch viel zu viel jung dafür fühlt. Und auch Maria hört das fährt nicht vom Engel Gabriel, den hier mitteilt, dass sie die Mam vom Erlöser soll gehen. Fährt nicht ein Encouragement von Gott selber, den der Mensch erwählt, an diesem etwas zutraut. Ein Encouragement von Gott für einen Abbruch, einen neuen Anfang. Fährt nicht. Lief Leid, Gott seht dat auch haut zu Eis. Fährt nicht, du bist gebraucht. Ich schon dich erwählt, und ich trauen dir etwas zu. Fährt nicht, Kirch braucht dich, und zwar konkret do, wo's du wunst an Dinger Paar. Viel kennen nach eng Zeit, an der alles anders war. Klein überschaubar Paaren, voll Kirchen, all des wenigstens Engmas an der Dorfkirch. Et gouf kurz wer bis zum jeweiligen Pastor, den zu all Moment erreichbar war. An Haut. Vieles huet geändert. Nicht zuletzt, weil die Zahl von den Priester an den Berufungen stark zurückgegangen ist. Mit all den Veränderungen, auch die neuen Paarstrukturen eins zu gehen, fällt vielen nicht leicht, und sie trauern der Vergangenheit no. Bei vielen Neuerungen hört den dann noch an der Paar: Früher war alles besser. Oder nicht der Toten auch noch, das war noch nie so. Nur vollziehbar Äußerungen, die aber ein gewiss Flamm, Unzufriedenheit und Frustration zum Ausdruck bringen. Und genau an die Situation ran rief Jesus Christus eis zu: Fährt nicht. Fährt nicht, die Neuerungen grad an de Paaren unzuholen, frische Wand zuzulassen. Merdet wie de Petrus oder den Abraham, lost dat alt hannert ihr, erstellt ihr der neuer Situation. Mit dem Encouragement von Jesus Christus haben wir dacht Kraft, neu abzubrechen. A grad als Paaren mit den verschiedenen Dörfern neu zum Blähen zu bringen. Grad an der Paar, an am Paar Leben, weist sich, wer de Techt zu Summe Kirch sind. Als engem apostolischen Schreibes Evangelii Gaudium seht also Papst Franziskus: Die Pfarrei ist eine kirchliche Präsenz im Territorium, ein Bereich des Hörens des Wortes Gottes, des Wachstums des christlichen Lebens, des Dialogs, der Verkündigung, der großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung und der liturgischen Feier. Durch all ihre Aktivitäten
ermutigt und formt die Pfarrei ihre Mitglieder, damit sie aktiv Handelnde in der Evangelisierung sind. Sie ist eine Gemeinde der Gemeinschaft, ein Heiligtum, wo die Durstigen zum Trinken kommen, um ihren Weg fortzusetzen, und ein Zentrum ständiger missionarischer Aussendung. Wenn wir das wieder vom Popst bedenken an Estuelen, dann dürfen wir trotz aller verständlicher Flemm an negativen Erfahrungen als der Lächt, als Hen nicht an die Schoß lehen. Wir müssen abstehen, aus der Frustration oder dem Schlafen der Gleichgültigkeit erwäschen, a voller Courage fest an Überzeugung bekennen. Herr, für den Kirch, konkret am meiner Paar, will ich mich engagieren. Tibi serviere, dir zu dingen, o Herr, solle mein Fried an mein Ziel sein. Bischofsdevies von Monseigneur Jean Hengen, als dem 6. diözesanen Bischof an 1. Erzbischof, als also mehr wie je aktuell. Tibi serviere. Das Devies gilt all Christ, dem die Glauben, Kirch ja konkret sein paar wichtig sind. Verkündigung vom Evangelium, vom Glauben, der Hoffnung an der Lebt, können an dürfen nicht einfach aus Spezialisten, aus Kleriker, Ordensleit oder hauptamtlich Laien delegiert gehen, no Motto, sie gehen dafür bezahlt. All Christ als Hei gefordert, all Gedäften a Gefirmten, all Laien dreht sich Responsabilität zu summen mit den geweihten Amtsträger. An dem Kontext erklängen vielleicht auf den ersten Blick seltsame Vergleich vom Hans-Urs von Balthasar. Mit dem altertümlichen Bild vom kämpfenden Ritter, der von seinem Waffenträger begleitet wird, beschreibt hier ein Verhältnis zwischen Laien und Klerus. Kämpfen muss der Ritter. Sein Waffenträger kann ihn nicht mit Waffe rächen, die der Ritter am nächsten braucht. Das Bild ist zwar ziemlich militaristisch, trifft Sach aber ganz genau. Weil erstens seht eis, die Laien, also die gedäften, gefirmten, mündig Christen, und Licht vom Evangelium an der Welt und an der Kirche zum Lichten zu bringen. Sie kämpfen gewissermaßen an den Herausforderungen vom Alltag, a Beruf, a Familie. Die Klerus, Diakonen, Priester und Bischöfe, ja auch also Popst, können ihnen dafür just Waffe rächen, ihnen das nächste Handwerksgeschirr mit auf den Weg gehen, für als Christen an der Welt ihre Mann respektiv hier Frau können zu stehen. Bild seht als aber auch zweitens, der kämpfende Ritter kann sich nicht hinter seinem Waffenträger verstoppen. Hier ist gefroht, mit seinem Glaubensmut, seiner missionarischer Fantasie, seiner ganz persönlicher Leben zu Christus. Das ist, so sagte früheren Erfurter Bischof Joachim Wanke, das richtigste Verhältnis zwischen Klerus und Gedäften. Wobei, seht ihr weiter, ich aus eigener seelsorglicher und kirchlicher Praxis weiß, dass das leider nicht immer so gesehen wird. Es gibt Knappen, die machen sich wichtiger als die Ritter, oder sie meinen gar, sie könnten allein die Schlacht schlagen. Ich wohne zu soen, der Gegenteil ist auch manchmal der Fall. Sicherlich fällt es nicht leicht, kirchlich, kulturell, geschichtlich Rollebilder zu überwannen.
Wollen wir zusammen Kirche sein, an der zusammen auch an unsere Paare konkret leben, da müssen wir all, Laien a Klerus, als bewusst sind, dass wir als gegenseitig brauchen, als ergänzen, kein iwert oder inner dem anderen steht, aber jeder für ihn die Rolle anzuholen hat, die ihm zusteht. Die deutsche Bischöfe drücken es so aus. Nur gemeinsam, in gegenseitiger Verwiesenheit und Angewiesenheit, können Priester und Laien, Frauen und Männer die Sendung der Kirche erfüllen, Zeugnis zu geben vom Evangelium und diakonisch die Liebe des Herrn zu vergegenwärtigen. Nicht vielleicht schon ein Dram. Ein Streben von einer Kirche, wo Ritter a Waffenträger a gegenseitigem Respekt zusammenstehen. Ein Streben von Paaren, wo Laien a Priester ob gleicher Anhecht zusammen schaffen, wo eine Kultur von Vertrauen an dem Verzeihen vorherrscht, wo Dialogbereitschaft gepflegt wird, wo auch einmal konstruktiv diskutiert oder fair gestritten wird, wo aber auch madene gelacht wird, den Humor nicht am Tirang verfault, aber wo nicht all Wut an all Kommentar ob Gold vorgelöscht wird. Es streme für allem von Paaren, wo nie Jesus Christus als eine Botschaft am Vordergrund stehen, an nicht die unzähligen Diskussionen über Finanzen und Kirchengebäude. Es stremen voll liebliche Paaren, wo zusammen Kirche an nächste Leben gelebt und praktiziert wird, an dem's hauptamtlich Klerus allein hier Verantwortung überholen, an eine Streme wo Paaren, wo das Engagement von der Benevolen, sie wird an der Liturgie, der Katechese, der Diakonie, der Kanner, der Jugend, Kranken, Alten- und Begräbnispastoral, als ein paar Gremien und Vereine geurcht, gefördert und revalorisiert wird. Ein großen Dram. Wie seht schon der Friedensreich Hundertwasser oder später den Domhell der Kamera, wenn ein allein dreht, als es ableidet ein Dram. War viel gemeinsam drehmen, als es den Ufang von einer neuer Wirklichkeit. Kommt mir drehmen zusammen, lassen den Dram Realität gehen. Wo mir an diese Paaren, grad am Jubiläumsjahr von dieser Diözese, einen neuen Abbruch. Den Herrgott braucht eis und traut eise zu. Fährt nicht. Setze mir an diese Paaren einen neuen Ufang. Matt auf für Christus. Matt singen auf für sein Evangelium. Matte Menschen auf für Menschen. Tibi serviere, dir zu dingen, o Herr, dat wollen wir uns zusammen für, mit Fried, Courage. Amen.
Zu Jesus Christus, den eis als eng nofollech Geruf huet, biede mir mat Vertrauen. Für als Kirche zu Lützeburg, schenk hier die Berufungen, die sie so nötig braucht, los auf viele Jungen den Wunsch reifen, sich an dein Dienst zu stellen. Christus heia eis. Christus heia eis. Für als Bischöf, all Priester, Diakonen, an hauptamtlicher Benevol Materbichter, am Materbisterinnen, am kirchlichen Dienst. Hölle finden, Botschaft vom Evangelium so zu verkündigen, dass Menschen von Haut einen neuen Zugang zu dir und zu Dingen lebt fanden. Christus heia eis. Christus heia eis. Für all Frauen und Männer, Junker und Älterer, die sich an unsere Paaren, Gremien und kirchliche Vereine engagieren, sehen hier bemühen im Aufbau von lebenden Gemeinschaften. Christus heia eis. Christus heia eis. Für uns alle Guten, hilf uns, dankst für uns alle kirchlichen und gesellschaftlichen Neuerungen zu überwinden. Christus heia eis. Christus heia eis. Für all Pilger und Pilgerinnen, die an diesem Tag virtuell an der Kathedrale passieren. Gib ihnen Trost und Kraft und erheia all ihr Gebirde. Christus heia eis. Christus heia eis. Für all uns Verstorben, die an dich geglebt und auf dich gehofft haben, los sie teilholen ewigen Hochzeitsessen. Christus heia eis. Christus heia eis. Herr Jesus Christus, du bist mitten inner deis. An Dinger lebt sie mir geborgen. Dafür sind wir dir dankbar und loben dich. Haut an all Ewigkeit. Amen. Regina Celi, Letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremo cerui et antiquum
beneditoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abut roque, compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestit isti eis, alleluia. Omne delectamentum inseamentem, alleluia. Oremus. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die können Sie nach einer lauschen heute Abend um 18 Uhr bzw. um 23 Uhr Dock. Die ganze Oktav könnt ihr auch Livestream mitverfolgen auf den 3 Seiten von kathol.lu, rtl.lu und wort.lu. Zwischen den Zelebrationen als Kathedral op für Einzelpilger. Zeigt also nicht außerhalb von der Gottesdienste an Kathedral bei Trächtrin zu kommen, für Heilstell zu bieten. Für die Möglichkeit nicht tun, an Kathedral zu kommen, machen ich, wie schon die Dech-Vierrun, aufmerksam auf die Aktion, ein Kerz bei der Trächtrin. An dem sie der Betrag für ein oder mehr Kerzen auf der Kont von der Kirchenfabrik von Notre Dame überweist, gehen an ihrer Intention Kerzen heu bei der Trächtrin gebrannt. Kontosnummer und weitere Details fand ihr auf kathol.lu. Weiter appellieren ich auch nach ein und ich für einen Don für die Restauration von der symphonischen Orgel, die gestern ja total ausgefallen ist und lo unbedingt erneuert muss gehen. Für einen Don können Sie machen, fand ihr auch do Details auf dem Site von kathol.lu. Merci für Ihre Generosität. Ich alle Guten weiterhin eine gute Oktavzeit. Und dann gebe ich das Mikro zurück an das Studio.